Es geht weiter, stets heiter. Im Spähposten bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Der Typ hat irgendwie was für uns. Vielleicht auch nicht. Wir gucken gleich mal. Machen einen verlässlichen Eindruck. Kann ich mit was man es verbessern könnte. Ja. Stimmt, was haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Irgendwie mal ein Schild und eine Waffe gepackt. Da bin ich bisher eher noch ein bisschen zurückhaltend. Müssen wir dann aber sich mal noch machen. Also im Falkenbogen. Aber dann, nee. Den Leunenbogen mal 3 ist schon weg, wa? Okay. Egal. Link, du kommst gerade rechtzeitig. Von riesigen Monstern. Spruch, ich weiß. Volk zu beruhigen. Wahrhaft riesige Monster, den höchsten, den man von deinem Kaliber bald bekommen könnte. Allerhöchstens. Ja, wo sind sie jetzt? Holen uns seine Leute jagen in der Ebene von Hyrule südlich des Spähpostens Monster. Haben wir doch schon. Nach Eldin gebrochen. Ja, da gehe ich ja später hin. Im Süden Monster genau gesagt in Fyron. Evandra-Fluss und Piratenschiff vorknöpfen. Ach, egal. Der große Monster. Ivarok, Hinox, Moldora. Noch Gerudo hat einen Moldora gesichtet. Das ist eigentlich mit... Was? Okay. Das ist eigentlich mittlerweile nicht mehr so das Problem. Hinox sichert war sein. Und aber schon. Da wäre ein bisschen schneller Spiel, wa? Operation Hinox. Quest bekommen, Quest erledigt. Ivarok. Makala genau gesagt, im Hochland von Nordakala war Ivarok angegriffen. Können sie den noch nicht haben? Ja. Ja, ich bin der Hero. The Hero of all time. Ah ne, warte mal, beieinander. So, genug dazu. Wir machen uns auf und zwar... Ich habe letzte Folge so angedeutet, von wegen, ja, wir könnten ja irgendwie auch mit Taburasa mal die Quest abschließen und machen mal, dann stellen endlich mal fertig, quasi von hier aus. Also von dem Stall aus hier rüber und dann wären wir hier, um mal den Stall abzuschließen. Ich glaube, ich versuche es doch erst einmal noch mit Taburasa. Und so, damit das klappt. Jetzt muss man ein bisschen vorbereiten. Ich habe noch ein paar, wa? Nimm mal 4 Stück sicherheitshalber. Okay, krass. Lieber einmal zu viel als zu wenig ausgerüstet. Und dann nehme ich den noch. So, Freunde, wenn wir sagen, wir schnappen uns. Gleich mal den Bogen hier. Wir schnappen uns König Ryok. Von Waffen her muss du jetzt ein bisschen gucken. Das Soldatenschwert ist natürlich ein bisschen eine Frechheit. Das hier ist ein Breitschwert, genau wie die Dinger. Da wird einiges meiner Waffen zu Bruch gehen, das heißt, ich werde mit dem irgendwie anfangen, weil es sieht sowieso hässlich aus. Das Messerschwert will ich hier eigentlich dann die Wand packen, genau, und dann brauchen wir mal neue Waffen, wa? Vernünftige Waffen vor allem. Nach Typ Angriffsstärke, noch ein paar mittlerweile. So.
König Georg, weil den Typen brauchen wir noch für die eine Quest, darf ich nicht vergessen. Für die Monstersammler-Quest. Also muss ich zumindest mal ein Foto machen. Das heißt, erstmal hochfliegen, ein Foto machen, schon mal. Und dann versuchen mit diesen Raketendingern Platz zu machen. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich jedes Mal, wenn er wieder irgendwie, wenn ich ihn erwischt habe, er zu Boden fällt, switch auch schnell die Ausrüstung, damit ich halt keinen Fallschaden kriege. Habe ich mal auf den Kopf. Sobald er da zu sich kommt, mache ich dasselbe. Also sprich, was heißt dasselbe? Weil er zu sich kommt, steige ich in die Lüfte empor und schlage mit auf den Kopf. Dass er gar nicht zur Ruhe kommt. Das ist eigentlich soweit der Plan. Natürlich werden wir vorher auch noch einen Trank reinpfeifen. Speichern wir dann auch schon zu der Stelle mal. So. So, und dann flotte Karotte darüber, wa? Denn da drüben ist er, auf dem Plateau, genau da. Der König der Drachen. Nicht King Ghidorah, weil King Ghidorah war ja eigentlich nur ein Elektroviech. Also das Vieh haben wir auch noch irgendwo in einer der Arenen sogar. Also Arenen. Almonischen Arenen, besser gesagt. Hier. Arena-Ruine. Hier drin, können wir mal gucken gehen, ist irgendwie ein Schatz noch dabei. Da wissen wir, ist der Donnerkrieger oder Blitzkrieger, wie auch immer. Aber der König hier von diesen Drachen, der natürlich alle drei Elemente. Das Sackgesicht. Und ja, ich brauche natürlich auch zuerst mal eine Stelle, wo ich mich einigermaßen verstecken kann, damit ich direkt mal das Bild schießen kann. Nicht sofort von ihm getroffen werde. Und ja, eben, ich denke, es ist natürlich auch notwendig, damit ich nicht irgendwie von seinen Winden erwischt werde, weil sonst, wenn er mich einmal erwischt und ich runterfalle, ist doof. Das heißt, ich muss vorher irgendwie gucken, dass ich eben da wieder mit meinen Schilden nach oben steige. Und dann nochmal erwische. Weil sonst, glaube ich, bringt das nicht viel. Nimm mal den hier. Wird wohl mit 3 vollen Außerringen klappen? Ich glaube, es wäre sogar dann ein bisschen knapp. Da vorne ist er. Schade, dass ich nicht direkt hier ein Foto machen kann. Ein Foto in der Luft wäre natürlich jetzt praktisch. Soll ich ihn erst abschießen, dann das Foto machen, aber das ist schon wieder ein bisschen heikel. Was war noch ein Ausdauer, den krass. Festtagsfilet, ne, nimm den hier. Genau dorthin, wo ich gerade unterwegs bin. Ich will ein besseres Foto. Ich meine, er hat es eigentlich schon, glaube ich, geschnallt, aber er hätte trotzdem gerne ein besseres. So, muss reichen. Okay, Freunde. Dann geht's ins Eingemachte, wa? Ich brauche erstmal, damit ich es nicht gleich vergesse, erstmal mein Aeroset. Draufhauen mit den Waffen ist soweit klar. Shield habe ich auch dabei. Dann war noch ein bisschen Angriffsboost. Natürlich auf Level 3, ist klar.
Jetzt gebe ich sogar noch ein bisschen mehr Power. Das Meersending will ich eher weniger nehmen, nachher vielleicht auf den umswitchen. Jetzt aber ganz sicher erstmal den Shield switchen. Nein. Kurz überlegt, ob ich. Wieso habe ich einen Elektroschaden bekommen? Okay. Nicht gut, nicht gut. Langes Bonus hätte ich gerne trotzdem noch weiterhin, das heißt, ich muss mich anders heilen. Weil sonst verfliegt er wieder. Habe noch irgendwie ganz normal, auch ohne extra Herzen und so, nö, wa? Vielleicht sollte ich einfach mal sicherheitshalber, wenn nicht direkt wieder irgendwas schief geht. Ich hätte gerne einen Angriffsbonus von dem hier, aber irgendwie wirkt das sowieso nicht mehr. Machen wir's. Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Sogar sehr schlecht. Oh, meine Waffe ist down. Es sind ziemlich viele Waffen schon down. Alter Schwede. Nein! Fuck! Extreme Kälte, okay, das ist nicht gut. Ich meine, Alter, ich habe 3 Angriffspower drauf. 3 fucking Angriffspower, das reicht trotzdem nicht. Lecco mio, ey. Nur noch 3 Raketen. Wir müssen, glaube ich, einsehen, von dem bin einfach zu schwach für das Vieh. Aber mit den Waffen, ich habe mir, glaube ich, gerade mal eine Hälfte oder so abgezogen. Wo sind die Augen für die Zielverfolgung? Hallo? Oder nach Typ sortiert? Wieso dauert das so lange?
Wieder ganz hoch. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn er von dort hier runterfällt, tut er selbst ja auch exorbitanten Schaden. Was überhaupt? Okay, Freunde. Ganz ruhig erstmal. Angriffskraft plus 3. Okay, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Heilung. Ich habe noch einen Angriffskraft-Bonus. Darauf scheiße ich jetzt mal ganz kurz. Geht es eher auf Defense. Weil es nicht viel ist, aber besser als nichts. So, dann will ich nachher in die Hüfte, sage ich schon, in die Lüfte steigen. Ja, ich habe nicht mehr viele Raketen, aber scheiß drauf, ich brauche sicher mal noch 2 Stück. Was zum... Hier draußen erwischt? Die Dinge, die ich abgelegt habe. Hallo! Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Trotz Abwehrboosten, so gut, wir haben natürlich nicht mehr die stärkste Rüstung auf, ist klar. Weil ich denke, ich bin mal ein bisschen schlau. In Wahrheit war ich dumm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Feen ich überhaupt noch habe. Der König ist echt übel, ey. Doch erst mit dem Maserschwert herkommen sollen, wa? Ich sehe gerade die Feen. Sagen wir bloß, ich habe keine Fee mehr. Wir sagen, wir haben noch Feen. Ich habe keine Feen mehr. Okay, jetzt muss ich halt wissen, wo ist er? Da ist er. Mhm. Und das halt ein paar Mal ran. Weil er auf zu hoch fliegt, die kommt da gar nicht hin. So, Ausdauer wieder voll. Aber jetzt der nächste Schild wieder. So, wenn ich Glück habe, war es das schon. Wir haben es geschafft. Alter. Den Grio-König platt gemacht. Junge, Junge. Puh.
Jetzt wäre es natürlich noch, wenn ich irgendwie merke, oh, Folge nicht aufgenommen. Das wäre ein richtiger Abfuck, ey. Kriok Flammenhorn, Kriok Donnerhorn, nicht um mich auch. Alter Verwalter. Feenfreunde brauchen Feen, aber die werde ich offscreen sammeln. Natürlich vorausgesetzt, sie werden überall normal nachspawnen und so. Alter, hat der mich auch Waffen gekostet. Schild natürlich nicht, aber ist kein Wunder. Dafür so ein Bauteil muss ich aber neue holen. Man halt an den Orten, wo wir bereits sind, also ist ja klar. Also, bereits waren, besser gesagt. Bringt ja nichts, da irgendwie plötzlich neue Orte zu gehen. Wobei wir im Himmel lang schon an vielen Orten waren. Boah, nicht nur ein Foto von ihm geschossen, Schatzi, schick mir ein, sondern natürlich auch direkt nach viel Platt gemacht. Alter, ich muss sogar hier hin? Also gut, natürlich direkt hier hinfliegen können, war ohne ihn Platz zu machen, aber trotzdem. Alter Falter. Elektrofilm um abzuschießen oder was? Funkelfrüchte, ob die was gebracht haben bei ihm? Ich frage mich halt, wie man König Kriok noch einfacher besiegen könnte. Klar, wenn du auch stärkere Waffen hast, ist es natürlich auch einfacher, das sehe ich ein. Aber ansonsten ist das Vieh doch extrem stark. Da brauchst du eigentlich schon auch extrem starke Fusionen oder schon sehr starke Endwaffen mit noch stärkeren Materialien. Und ganz ehrlich, was die Material betrifft, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier stärkere Dinger gibt als die hier. Ja, so die Kriok Frosthörner, Donnerhörner und so. 30er Stärke, gut, gibt der Knochen, 40er Stärke, okay, aber auch schon blaue Leune, Säbelhörner, ja, vielleicht zielende Leune, Säbelhörner noch stärker, aber trotzdem, so mehr als 40, 50 kommst du auch da nicht hin. Dann für eine starke Grundwaffe. Krass, krass, krass. Starker Gegner, definitiv. Wir müssen gar nicht hinterfragen. Ich meine, es ist auch der König, ja? Aber König fliegt da eigentlich Zelda? Welcher Drache fliegt sonst so hoch, hä? Ja, warum fliegt ihr jetzt wieder so hoch? Wie soll ich denn da hinkommen, am besten Willen? Hä? Ich dachte, wir jetzt niedrig geflogen, nachdem wir Erinnerungen hatten. Jetzt haben die das hat sich wieder geändert. Oh, um Gottes Willen, ey. Ja, da war ja auch so ein Thema. Soll ich eben Deku-Baum noch vormachen, wenn ich ja in Folge 100 eigentlich mir das Masterschwert holen will? Betonung liegt übrigens auf eigentlich. So, Monstersammlung. Machen wir das noch schnell, wa? Puh, alter Schwede. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Naja, also das... Ups. Entschuldigung, Link. Da muss man so ganz kurz mal erwähnen. Aber warte mal, ich kann ja mal gucken, ob es wirklich Zelda ist. Tatsächlich? Was macht die Alte da oben? Ja, mit dem Flugrennen und ein bisschen Batterien kommen wir da schon hin, aber trotzdem. Meine Fresse, ey. Hä? Was haben wir hier noch? Ich muss ganz kurz mal gucken, was ich da markiert habe. Sagen wir nicht, in der Nähe unseres Hauses liegt ein Leunel. Ja, das ist mir aber was. Aber auch schon überlegt, gerade vielleicht mal noch wegen Bögen und so mal schnell einen Schwalbenbogen von zu Hause holen soll, damit ich mal noch zu Theba kann. Der wollte uns ja einen besseren Bogen bauen. Quasi, glaube den ursprünglichen Bogen, den damals ja Rivali trug, war. Ich müsste dafür ein paar Diamanten opfern, aber zur Not machen wir wieder ein paar neue. Ach nee, ist wegen Ivarok dort, war? Oder Bivarok besser gesagt. Ja, da ist deswegen. Ich dachte schon, ey. Ich dachte schon. So, in 4 extra Herzen noch, was ich gar nicht gebraucht habe. Aber ist immer so, ja? Wenn du denkst, ja, jetzt ich bin kurz vom Krepieren, jetzt nehmen wir noch irgendwie einen extra Schluck für die Heilung. Dann plötzlich, brauchst du gar nicht.
Guten Tag, ich muss mal ganz kurz gucken. Also ein Schatzschild ist ja der von... Ja, nur ist ja das Sonnenschild nicht das Schatzschild, war? Hier ist ein anderer Schild. Leg trotzdem mal hin. Das hier ist ja der massive Sonanium-Schild, genau. Noch hier belassen, das ist aber noch ein scheiß Holzschild. Die Bögen, das ist ja, glaube ich, den ich hier schon habe. Genau. Der Bogen des Dämonenkönigs, den lege ich auch mal hier ab. Kann man sonst später noch mal angucken. Ich mache mal noch den mit. Das ist ja der Schwalbenbogen, aus dem eben Thebe irgendwie noch einen stärkeren Bogen machen wollte. Ich mache mal noch die Waffe hier mit und lege dafür das Ding ab. Weil das hier, klar, ist ein Judo 2-Händer, aber es sind irgendwie eine legendäre Waffe oder sowas, einfach nur eine coole Waffe. Und ich frage mich natürlich jetzt gerade, wir haben da, ja wie bereits erwähnt, ein paar starke Materialien. Kann man sowas kombinieren? Okay, der sieht fett aus. Blauer Leuensäbel. Ja, ihre Haltbarkeit steigt auch weniger stark. Aber eben, wenn ich den zum Beispiel brauche, um auf den Rücken vom Leunen zu klettern und ihn dort Platz zu machen. Junge, dann ist vielleicht was los. Das sind nur so Kackwaffen. Aber ich glaube, bis ich die mit was dem hier synchronisiere, weil da lieber auf stärkere Waffen. Oh, es können wieder mal ein paar Amiibo sein. Das wäre auch eine Idee. Sehr gut, Freunde. Wenn wir sagen, dass... Also, der Excel-Bogen. Ja, das Teil... irgendwas ablegen. Eigentlich nicht, weiß nicht, irgendwas sehr legendär wäre aktuell. Eben ein paar Amiibos mehr einscannen oder aber halt noch mehr Tun finden. Wäre die andere Option. Die ganzen anderen legendären Waffen soll es im Spiel ja geben, ne? Wohlgemerkt. Sagt da die Klingen der grimmigen Gottheit, die wir jetzt da so schön bei uns zu Hause stehen haben, durch ein Amiibo bekommen haben, die kriegen wir im Spiel aber auch ganz normal. So ist es ja nicht. Noch hier ein Monsterbild. Ich habe ein Bild. Warte mal, ich mach's vielleicht anders. Der Kriegerkönig! Damit lass ich arbeiten. Dummster erledigt das. Denn wir wissen ja, Dummster ist für alle da. Okay, ist ein bisschen groß. Also. Ich würde den König Krio auch gerne oben anstellen, wenn ich ehrlich bin. Ah, der Frosch ist zu fett. So, ist aber echt eine schöne Skulptur. Junge. Achtung! Krio gefällt! Was ist denn das gerade?
Wie kann man den überhaupt hinstellen, richtig? Okay. Okay. Jetzt auf die Bühne. Ja, ist er. Auf der großen Bühne des Lebens. Der König der Stratosphäre, direkt vor meinen Augen. Also ja, wie gesagt, die Strategie da mit den Raketen, die war eigentlich ganz cool. Aber eben, man braucht eigentlich stärkere Waffen, um den Platz zu kriegen, weil sonst bist du Ewigkeiten dran. Also am besten eigentlich schon irgendwie mindestens eine Waffe, die eine 100er Power hat oder so. Wenn es überhaupt gibt. Keine Ahnung. Das Ding hat sogar 3 Köpfe. Viele Monster setzen Feuer, Eis oder Strom ein. So Freund hier ist ein bisschen anders und er kann alles. Sein Entkommen schwer. Für wegen eines vom Griot-König fehl am Platz. Ich empfehle dringend, sich von ihm fernzuhalten. Oh Gottes Willen, ey. Naja, Hauptsache haben wir einen Plug gemacht. Oh, ein Diamant, dankeschön. Monster Essenz. So. Oh ja, ein Monsterbild. Willst du aber noch eins oder was? Dann muss man eine Skulptur anlassen. Okay, aber die Ding selbst ist abgeschlossen, war die Episode. Ja, bis 5, okay. War definitiv hart, aber wir haben es ja geschafft, das ist die Hauptsache. So, jetzt müssen wir noch gucken. Ich habe eben hier noch eine Quest hier, Piratenmeute, Serbe der Orni. Da will ich ja auch gleich hin, hatte mal er meinte. Ein Schwalbenbogen haben wir, 5 Holzbünden haben wir sowieso und 3 Diamanten. Da muss man ganz kurz nochmal einen glitschen, damit ich noch einen auf Vorrat habe. Okay, dann muss ich da runter. Killen ist wieder da übrigens, drüben. Was muss man hier noch machen? Was wohl im Himmel ist? Noch mehr Himmel. Das ist auch das Paradies. Naja. Wie ich schon sagte. Du hast uns reingelegt, ja, wie ich schon sagte. Mein Typ ist gefragt. Wieder mal. So, 3 Diamanten. Okay, den muss ich ganz kurz duplizieren, Freunde. Wenn ich jetzt vergesse, weil ich keinen Bock habe, ist irgendwie keine Diamanten mehr da. Weil das wäre ein bisschen doof. Machen wir es doch ganz kurz anders. Denn ich verbrauche... Ah, also hätte so machen können, super. Ich verbrauche gleich 3 Diamanten. Dann habe ich nachher wieder 3 Diamanten. Oder jetzt als 6. Oh, der Panther war nur noch einen. So, also was ist denn hier los, Fanada, was soll denn das?
Wir sind weit weg aus der Füße angereist und unser Fahrzeug anders versprochen hast. Und was finden wir in der geräten Schrotthaufen? Das ist etwa lustig. Doomstar zusammen. Ja, wir konstruieren Fahrzeugprototypen. Was für Bauteile denn? Wir sind doch keine Mechaniker. Wir fahren die Rennwagen bloß. Fahrzeug denken lässt. Und jetzt gar nichts dabei. Hey, ich bin auch noch da. Ich hätte was dabei übrigens. Präzise Lenkung. Ich vermute mal, dass wir erstmal die Dinge hier fertig machen müssen. Müssen wir welche haben, oder? Ja. Ja, guck mal. Das haben wir noch nie gesehen. Wäre es mal nett, kennenzulernen. Verstärkung nutzen diese. Wir haben es verwendet. Aber draufpacken. Ich möchte mal einen Gefallen bieten. Ja, was denn? Wenn ich das ein riesiges Fahrzeug denken kann, ich glaube, es ist erst, wenn ich es sehe. Schnell, das will ich auch sehen. Hebel nach oben. Testfahrt reinstecken. Wenn du sie berührst. Berühr alle Lichter, wenn die Zeit abläuft. Nicht das Sonderwarte los, dass du dich 2 von der Strecke entfernst. Wow. Na dann, Petri, Heilfreunde. Kann's brauchen. Strecke entfernst. Mhm. Ende im Gelände. Na, zufrieden? Dein Tätig hat was, das muss er dir lassen. Da kriegt er selbst Lust auf ein Rennen. Na, was meinst du, Payu? Er muss in dieser Darbietung begeistert sein. Du kommst endlich voran. Ich habe noch einige Experimente mit dieser Maschine vor. Robin, dankeschön. Willkommen in unserem Team. Nachtungsgutschein. Oh nee, nicht schon sowas. Hoffentlich am Bett davon erholen. Beim nächsten Vorhaben, du darfst gespannt sein. Taburase-Rennen im Vormann. Ich bin dabei, Mann. Taburase-Rennen. Das ist zwar schön und gut alles, aber was ist eigentlich mit der anderen Sidequest? Alter, haben wir schon viele gemacht. Aber sind die nur so viele? Teilbart eigentlich schon die hier, wa? Ja, wenn sie halt sagt, dass er halt dahin muss, aber erst einmal gehe ich kurz darüber. Weil wenn der Bruder schon wieder mal da ist, kann ich mal gucken. Und auf was für uns hätten. Und sonst kann ich auch schnell in unserem eigenen Haus pennen.
Da geht nochmal schnell zurück zum Spätpost in den Brunnen, wenn ich das gerade gesehen habe. Da habe ich ja zu Beginn der Folge verpasst, dort nochmal zu gucken. Du. Eine Zeit so 41 Minuten, ja, kann ich langsam aber sicher mal aufhören. Sein Grüßreiser, schöne Nacht, wa? Oh, hast du wieder was dabei? Tauschen wir, viel aber leider nicht. Gegen 3 Mal und Sigma, okay, da geht's ja noch. Wenn das nächste auch 3 will, nicht 4, wäre ich sehr dankbar. Ich brauche mehr Rayo Sigma. Dankeschön. Einfach mal. Nein! Oh, wieso 4? Wieso 4? Was ich schätze? Geistige Wand. Das sind ja 3 Stück, wa? Aber gerade, ob wir alle 3 haben und dann bei ihm durch sind, so weiter. Aber vermutlich brauchst du sogar alle 4, die man überhaupt nur finden kann. Und das nicht weniger. Oh, vermaledeit. Hier geht's jetzt zum Spätposten kommen, was soll's. So, ganz kurz gucken, was wir jetzt eigentlich für eine Folgezahl haben. Das ist jetzt 96. Also 97, vielleicht noch irgendwie Taburase abschließen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich wirklich Folge 100 das Masterschwert holen will. Andererseits, wenn es mit dem Dekobaum vielleicht verknüpfen kann. Weil das Masterschwert holen kann nicht lange dauern. Ich weiß, wo Zelda ungefähr steckt. Die werden wir dann auch irgendwie ein bisschen vorbereiten. Dass ich quasi von Himmelsinseln auch schon mal auf einer Position stehe, wo ich Zelda gut sehen kann. Dann fliegen wir kurz rüber. Also ich meine, das können wir eigentlich als Not am Ende von Folge 100 machen. Über Regionen. Ja, Kageriko. Aber eben, ich habe jetzt gesagt, dass er zuerst die Zoras machen will und dann Kageriko. Und dann Ion zum Schluss. So, hier ist glaube ich momentan auch nichts. Wir haben jetzt einen dämlichen Irrlichtern. Passt soweit. Wunderbar. Ich gehe noch kurz im Brunnen runter. Und dann bin ich auch für heute wieder fertig. Körperlich und physisch. Wie viel neu haben wir überhaupt? 6, 7 vielleicht? Was? Nein. Natürlich haben wir neue Infos. Entschuldigung. Das Gerät auf... Stimmt, weil ich kann natürlich am Brunnen auch mit dem Ding aufspüren. Mit dem Schika-Sensor. Und dem Sensor Plus halt. Noch 30 weitere Brunnen, alter Schwede. Wobei ich glaube nicht, dass ich die wirklich mit dem Schika-Sensor aufspüre. Ich glaube, dafür nutzen lieber meine Komplettlösung. Ich hab schon. Da frage ich mich doch direkt, ob ich... ne, warte mal, ich muss darüber. Die Frage ist halt, reagiert nur auf neue Brunnen, nicht auf alte. Das wäre ein ganz nett. Vielleicht auf seltener Erzbrocken, ne, natürlich auch geil. Stell dich dann wieder zurück auf Schreine. Blöd gefragt. Müssen die eigentlich wieder fotografieren? Das könnte noch sein, wa? Den Bogen haben wir auch ganz vergessen. Vermaledeit. Okay, da war ein bisschen lang gedauert die Folge. Der Bogen. Ja, es ist der Bogen. Warte mal, Holzbündel habe ich aber. Okay, gut. Holzbündel habe ich, Diamanten haben wir. Wir haben auch den Bogen, den Schwallenbogen dabei. Okay. Also für eine nächste Folge, ich schreibe es mir noch auf, damit der nächste Folge wirklich dahin gehen. Und ansonsten hier kurz übernachten. Das kann ich eigentlich jetzt noch schnell machen. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge hin.
Dann zurück nach Taburasa und gucken, was da noch so abgeht, wa? Ja, ja. Wir können gespannt sein. Keine Monstermeldungen, scheiße. Ja, bin ich aber auch. Also Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.